So, guten Morgen miteinander. Ich möchte noch etwas sagen. Es hat ein bisschen lustig geklungen. So, das Leitungsteam zieht jetzt einen freien Sonntag ein. So, einfach, dass Sie wissen, was Sie wirklich tun. Also, das ist kein Vorwurf von irgendjemandem. Sie machen einen Ausflug gegen Betriebsblindheit. Sie gehen gemeinsam in einen anderen Gottesdienst. Das machen Sie. Das wollen Sie eigentlich am Leitungsteam-Wochenende machen und konnten Sie eben nicht tun. Nur, weil es ein bisschen gefasst tönt, ein bisschen lustig. Sie machen, so würde ich es nennen, einfach einen Ausflug, um mal in eine andere Gemeinde reinzuschauen, ein bisschen den Horizont zu weiten. So, gut. Ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht, aber bei mir geschieht in meinem Umfeld so viel Verrücktes, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ist in unserer Zeit und Gesellschaft etwas Neues am Aufbrechen. Wer hat auch schon ein bisschen diesen Eindruck gehabt in den letzten Tagen bei euch? Ein paar wenige, gut. Ich versuche ein bisschen zu sagen, wie ich darauf komme. Ich habe so ein schönes Bild mitgenommen, wenn es dann kommt. Ja, ich schaue, da hilft immer eine. So. Also, ich höre ganz viele Geschichten von Menschen, die einfach ganz neu anfangen, Gott zu suchen und ihn dann auch finden. Wir haben vor gut 2 Wochen hatten wir so ein Treffen mit Gemeindeleitern von 5 verschiedenen Kirchen. Und aus 4 dieser 5 Kirchen haben Leute erzählt, wie gerade kürzlich jemand zum Glauben gekommen ist. Dass jemand hat erzählt, ja, bei uns war jemand, der hat immer gesagt, ich bin Atheist und so. Und dann hat er irgendeinen Bockmist gebaut. Und in dem Moment fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Jetzt kann mir nur noch Jesus helfen. Und seit da ist er richtig so motiviert für den Glauben. In Thun haben sie 25 Taufen. Sie mussten 3 gleichzeitig taufen, dass der Gottesdienst nicht so lange ging. Bei uns mussten wir im Sommer verschieben. Jetzt haben wir schon 11 Personen angemeldet. In Thun gingen Leute 3 Jungs auf die Straße zum Bibellesen. Ich fand schon das sehr cool. Oder so in den 80ern hast du ein bisschen versteckt, so deine Bibel im Zug, so. Und die sind auch die Straße und Bibel gelesen. Dann kamen andere Jungs vorbei, Gen Z, oder? Oh, was macht ihr hier? Ja, wir lesen die Bibel. Boah, mega cool, dürfen wir auch. Kein Witz. Und die lesen jetzt zusammen Bibel. In England sind die Bibelverkäufe, währenddem die normalen Bücherverkäufe immer weiter runtergehen, um 87% gestiegen. Bibelverkäufe, 87% gestiegen. In Bournemouth gab es eine Taufe mit Gen Z-Leuten. Das waren fast 100 Jugendliche, die sich taufen ließen. Dann im letzten dieser Treffen, wo ich vorher gesagt habe, jetzt gerade kürzlich, hatten diese Person aus einer Gemeinde, wo noch nichts erzählt hat, gesagt, ja übrigens, wir hatten so eine Kirche ohne Mauern an, es kamen nur 30 Leute. Und ich so, was, nur 30? Ja, normal sind das viel. Und ich habe nicht mal gewusst, dass sie das tun. Und im letzten Kirche ohne Mauern an, war ein Mann da, der wirklich gesagt hat, hey, jetzt bin ich in Zeit mit euch unterwegs, jetzt muss ich die Sache mit Jesus wirklich auschecken. In Solothurn hat eine Gemeinde einen Gottesdienst gefeiert, der ganze Gottesdienst hat ein Mann einfach durchgeweint, weil der Geist Gottes so auf ihm war, er hat sein Leben Jesus gegeben. Der war dann nicht ein Gen Z. Also es betrifft vor allem Junge, aber nicht nur Junge. Sogar 20 Minuten hat es gemerkt. Und wenn es die merken, dann heißt es dann was. Auch der Titel, Religion halb. Ja, jetzt, genau. Ich würde sagen, einmal mehr etwas, das ich gerne in eure Hirne hämmern möchte. Atheismus ist wie ein Dinosaurier. Große Klappe, keine Zukunft. Atheismus ist wie ein Dinosaurier, große Klappe, keine Zukunft. Ich glaube, und deswegen mache ich diese Predigt, ich glaube, wir müssen etwas verstehen. Wir sind in einem kulturellen Moment aktuell, der uns als Christen verwirren kann. Wie meine ich das? Es geschehen so viele Dinge, wo du denkst, haben wir eigentlich eins im Sender? Das habe ich kürzlich gehört, dass oh. Jetzt hast du mich ein bisschen rausgerührt, aber danke vielmals. Wo war ich nochmal? Ist das lebendige Wasser? Nein, gut, also. Genau, wir sind in einem kulturellen Moment, da geschehen Dinge, wo du denkst, wie kann sich eine Gesellschaft so an die Wand fahren? True Story. In England gab es eine junge Frau, die hat gesagt, ich definiere mich jetzt als Katze. Kein Scherz. Eigentlich traurig. Und dann hat sie verlangt, dass die Lehrpersonen sie als Katze behandeln. Und die Mutter, auch kein Witz, die ist zum Tierarzt. Und der Tierarzt sagt, ich behandle sie nicht. Ich zeige sie an. Meine Tochter definiert sie als Katze. Sie müssen sie behandeln. Dann stellt sie so Sorge, wirklich, Gott's noch?
Und dann sehen Christen das und dann fangen sie an, all diese Dinge weiter zu posten und Verschwörungstheorien, boah, und es geht der Bach ab und Weltuntergang. Das ist falsch. Wenn wir das machen, dann lassen wir uns verwirren. Es gibt einen Vers im Hosea und das ist das, was im Moment geschieht. Wo Gott sagt, ich gebe euch das Tal Achor und Achor heißt Verzweiflung, Verwüstung. Einfach so ein Moment, wo du es es ist sehr verzweifelt, es ist sehr verwüstet. Ich gebe euch diesen Moment aufs Tor der Hoffnung. Gott tut etwas Neues und jedes oder ganz oft in der Geschichte, wenn der kulturelle Moment so war, wo du denkst, jetzt geht alles irgendwie, da denk brutal daneben, hat Gott gesagt, so und jetzt tue ich etwas Neues. Und genau in so einer Zeit leben wir und ich möchte nicht, dass wir uns einschüchtern lassen von diesem Tal Achor. Ich glaube, viele Christen sind ein bisschen eingeschüchtert, völlig unnötig. Ich sage es gerne noch einmal, wir können es auch gemeinsam sagen, Atheismus ist wie ein Dinosaurier, große Klappe, keine Zukunft. In so einem Moment leben wir. Und das wird fühlbar, dass sogar 20 Minuten das merkt. So, ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen von diesem Herr zusammen mit Jesus. Heute geht es fest um das mit Jesus, dass er mit uns ist, aus dem Alten Testament. Wieder mal aus dem Alten Testament, weil eine Geschichte ist, die ein bisschen widerspiegelt, da hat ein Typ, dem rutscht angesichts dessen, was er in seinem Umfeld sieht, das Herz in die Hose. Und dann geschieht etwas, das die Situation komplett verändert. Und da möchte ich gerne heute Morgen mit euch rein. Die Geschichte ist relativ bekannt und trotzdem glaube ich, sie ist für heute Morgen sehr wichtig und relevant. Es ist 2. Könige 6, wer noch eine Papierbibel da hat, schlag doch auf. Handy lasse bitte bleiben, weil ich habe hier den Text auf der Leinwand. Kurz ein bisschen Kontext, bevor wir reintauchen. Es ist so, dass der König von Syrien, so vor ungefähr 950 Jahren vor Christus, also nicht genau, 59 Jahre vor Christus, hat Krieg geführt gegen Israel. Jetzt hatte er nur ein Problem. Egal, was er gemacht hat, der Prophet Elisa war immer einen Schritt voraus. Egal, was sie geplant haben, war der Elisa immer, dass er dem König gesagt hat, okay, jetzt musst du dort schauen, jetzt dort würde ich nicht hingehen, das ist ein Hinterhalt, und übrigens dort musst du deine Armee hinschicken. Und es steht dann so schön im Text, das geschah nicht nur einmal, auch nicht nur zweimal, einfach, okay, mindestens 3-mal, immer wieder. Und ganz ohne KI und Google-Totalüberwachung wusste der König von Syrien, das stimmt hier irgendwie nicht. So. Und dann hat er die richtige Idee, denkt, bei mir ist irgendein Spion und fragt seine Leute, wisst ihr, was hier läuft? Wer ist zu den anderen übergelaufen? Und da gab es jemanden, der wusste das vielleicht darum, weil ein Kapitel vorher ein Mitglied der syrischen Armee geheilt wurde, der Naaman, könnte sein, dass es eben nicht darum geht, dass sie einen Spion haben, sondern es sagt, die haben einen Propheten. Und der sagt dem König von Israel, was du im Schlafzimmer redest. Ich frage mich manchmal, wie schamrot der König von Syrien geworden ist. Genau, so wie Alexa, oder? Die hört auch, was im Schlafzimmer geredet wird. Das geht während Alexa, die Schrotte. Wirklich. Das geht aus aufs Internet. Aber lassen wir das. Ich fand es so lustig. Na, ganz kurz, kleine Klammer. Alexa hat ja dann auch Pizzas bestellen. Und da gab es so eine trümmelige Trickfilmserie, die ich gerade vergessen habe, wie sie heißt. Und dann haben die plötzlich mitten in der Serie so ganz laut, Alexa, order mir Pizza! Und das System im Haus ging an und hat eine Pizza bestellt. Gut. Also du bist eher anfällig, wenn das geht. Anyway, so war das. Also der sagt denen, was da im Schlafzimmer geschieht. Und nun sagt der König, hey, bringt mir diesen Kerl. Diesen Typen, den müssen wir schnappen, damit wir diesen Krieg gewinnen. Alexa muss aus dem Haus. Genau, gut. Und da startet die Geschichte, wo wir heute einsteigen. 2. Könige 6, 14 bis 17. Da sandte er, der König von Syrien, Pferde und Kriegswagen dorthin. Also wir haben herausgefunden, es ist in Dothan, es ist in der Nähe vom heutigen Nablus. Genau, anderes Thema. Und ein starkes Heer sandte dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, also zu Elisa, wird ihn nun Mann Gottes genannt, ach mein Herr, was sollen wir tun? Der Elisa aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die bei uns sind, als die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum.
Und sie kamen zu ihm herab. Wir werden gleich schauen, was das eigentlich bedeutet. Und Elisa betete zu dem Herrn. Mal so weit. Also, die Stadt ist da, Dothan, die ist wahrscheinlich zu und so, ein bisschen auf dem Hügel, so viel ich gelesen habe. Und die Stadt wird umringt von diesem Heer. Und das ist ein bisschen unser kultureller Moment. Wir fühlen uns manchmal umzingelt vom Wahnsinn so. Und wie ist die Reaktion? Er bekommt Angst. Ach Herr, was sollen wir tun? Wer hat das auch schon gedacht? Angst ist gewiss. Was willst du noch machen? Und das ist eine natürliche Reaktion. Wir haben einfach noch andere Ressourcen, aber es ist eine natürliche Reaktion. Und ich möchte mich noch einmal bitten, das ist mir wirklich wichtig und ich meine es wirklich sehr direktiv. Bitte, hört auf, als Christen all diesen Mist dann über WhatsApp und Facebook weiter zu verbreiten und die Leute noch nervöser zu machen. Seid Good News Poster. Seid Hoffnungsposter. Das andere erfahren sie sowieso, da müssen wir Christen nicht auch noch mitschreien. Einfach lassen wir uns nicht einschüchtern und den Blick am falschen Ort haben und anderen auch noch helfen, den Blick am falschen Ort zu haben. Elia sagt, hey, du musst keine Angst haben, denn zahlreicher sind die bei uns sind, als die bei ihnen sind. Du und Gott oder wir und Gott, wir sind immer in der Überzahl. Der auferstandene Christus ist mit uns. Das heißt, wir sind immer auf der stärkeren Seite. Ich weiß, es fühlt sich nicht immer so an. Das heißt auch nicht, dass es uns immer gut geht. Aber die Realität ist, die auf unserer Seite stehen, sind viel mehr als die auf der anderen Seite stehen. Atheismus ist wie ihr wisst schon. Und vielleicht hat sich der Diener von Elisa auch gesagt, was hätte er geraucht in der Nacht? Also wir sind nicht zu zweit und hier all diese Leute und so. Aber Elisa sieht etwas anderes. Er sieht etwas ganz anderes. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass unsere Augen heute Morgen auch, wenn es nicht schon geschehen ist, geöffnet werden, was in diesem kulturellen Moment Gott am Wirken ist. Was er tut. Weil dann gehst du so hier raus, dann bist du ready. Dann kann kommen, was will ich sagen, es geht dir immer gut. Aber es ist Glauben und Hoffnung da und nicht dieses Tal Achor. Es ist ein Tor der Hoffnung, das Gott öffnet. Deswegen müssen wir keine Angst haben. So, und dann betet der Elisa, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Genau, ich will die noch am Gebets-App dran sind, das wir gemacht haben, jeden Morgen beten wir dieses Augenöffnergebet. Vater der Herrlichkeit, gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung, dich zu erkennen. Erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir sehen, was für eine Hoffnung wir haben, was für eine Kraft in uns wirkt. Das brauchen wir, ich brauche es jeden Tag, dass der Blick am richtigen Ort hingeht. Elisa betet genau für das, öffne ihm die Augen. Und dann sieht der Diener diesen kleinen, aber feinen Unterschied. Er sieht nämlich, dass nicht nur diese Armee dort ist, sondern der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen. Ganz cool, feurig, ist schon interessant. Egal, wo Gott im Alten und im Neuen Testament auch auftaucht, es scheint immer, das, was man sieht, ist immer ein bisschen, hat mit Feuer zu tun. Gottes Gegenwart kommt immer wie Feuer. Also schon im ersten Buch Mose als Abraham, das ist ein bisschen gruselige Geschichte mit diesem Blutskorridor und den Tieren da. Und dann fährt Gott wie eine Feuerfackel, heißt es, mittendurch. Oder als Mose Gott begegnet, brennender Dornbusch. Oder als Gott auf den Sinai kommt, als würde der Berg brennen. Als der Tempel eingeweiht wird, 2. Chronik 7, Feuer kommt. Oder im Neuen Testament, was hat Jesus gesagt? Ich werde euch taufen mit Heiligen Geist und Feuer. Also dieses Feuer kommt sogar in uns drin von Gottes Gegenwart. Oder in Apostelgeschichte 2, als Pfingsten dann ist, Zungen wie vom Feuer. Also feurige Wagen, dieses Feuer. Gottes Präsenz, Gott ist da. Gott kommt im Alten Testament um die Leute herum und im Neuen Testament so mit diesem Feuer in uns hinein. So. Deswegen müssen wir keine Furcht haben. Das heißt im Neuen Testament, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. In diesem kulturellen Moment ist es wichtig zu verstehen, dass wir in uns eine Kraft haben, die immer wieder in der Geschichte, genau in solchen kulturellen Momenten, einfach eine komplett neue Welt geschaffen hat. Ich meine, es ist so faszinierend, es ist ein bisschen ein Exkurs, aber wenn man das mal gesehen hat, als das Römische Reich zusammenfiel, so 400-500 nach Christus, einfach alles langsam kaputt ging, gab es irgendwo an verschiedenen Orten, in irgendwelchen Sümpfen, gab es ein paar Benediktiner. Ja?
diese Mönche. Und die haben irgendwie dieses Land dort urbar gemacht. Haben sich dort angesiedelt, haben gebetet, haben ein Kloster aufgebaut. Da war plötzlich dann auch ein bisschen Sicherheit, ein bisschen materielles Wohlergehen. Es hat sich ein Dorf darum angesiedelt. Und über 100 Jahre ist dort eine Stadt entstanden und diese Städte haben Europa den Allerwertesten gerettet. Es waren ein paar Leute in einem Sumpf, die etwas gemacht haben. Das sah nicht nach feurigen Pferde aus, aber die waren da. Und in diesem kulturellen Moment, wo das Römische Reich untergeht, kommt Gott und schenkt all diese Klöster und aus diesem Wohlergehen und diesem prosperierenden Klöster ist so viel in Europa wiederhergestellt worden. In so einem Moment sind wir auch. Die Frage ist, haben wir den Nerv im Sumpf, Dinge urbar zu machen, auch wenn es dann noch nicht so großartig aussieht? Der in noch ist stärker als der in der Welt ist. Und dann finde ich das interessant, dieses Detail hier. Der Berg war voll von feurigen Pferden und dann heißt explizit um Elisa herum. Also diese Präsenz von Gott war dort, wo der Prophet war. Und einige kennen, wir haben die 3 Varianten von diesem Unsinn, oder? Wir haben so die nette Version, der Olaf. Kennt ihr noch Schneemann? Disney, haben wir schon mal gesagt, oder? Der, wo sagt, ich möchte gerne im Sommer sein, geht nicht. Kriegt sein eigenes Klima am Schluss. So, und überall, wo er hingeht, bringt er den Himmel. Das ist die nette Version. Dann gibt's die tröstende Version. Wir singen es jede Weihnacht. Von guten Mächten. Wunderbar geborgen. Bonhoeffer, ich habe gerade einen Film übrigens geschaut, im Gefängnis. Das war nicht so, sondern, okay, ich weiß, diese tröstende Gegenwart von Gott ist immer da. Und hier ist die Kriegsversion. Wenn du wirklich merkst, oh, jetzt komme ich in eine Kampfsituation ein, wo ich Durchbruch brauche, du hast dieses ganze himmlische Heer um dich herum. Egal, wo du hingehst, trägst du den Himmel mit dir. Und deswegen muss diese Einschüchterung aufhören. Oder wir haben eine Gesellschaft, also ein paar Medienschaffende, viele Leute merken, dass das alles Pupf und Bisswind ist, die quasi sagen, ja, Christen dürfen sich zeigen, wenn sie was Soziales machen, kommen dann aus euren Löchern, aber redet ja nicht von Jesus. Und wenn ihr fertig seid, dann geht zurück in eure Löcher. So. Wir dürfen ganz freundlich und unaufgeregt, weil wir kämpfen nie gegen Menschen, einfach unseren Glauben ins Schaufenster stellen. Die Menschen sind Honig. Dieser ganze Säkularismus hat sich so leer zurückgelassen. Ich weiß nicht alle, aber immer mehr Leute. Es gibt auch in Frankreich, es gibt ein riesen Movement von jungen Menschen, aber nicht nur, die wieder in die Kirche gehen. Die Zahl der Taufen in Frankreich explodiert. Die Zahl der jungen Männer in England, die wieder in die Kirche gehen, explodiert. Niemand weiß warum. Also, Gott, aber was genau, warum jetzt und so. Es hat nicht ein Mensch gemacht, will ich damit sagen. Es hat nicht ein Mensch gemacht. Diese Einschätzung sagen, Gott ist mit dir. Denk dich größer. Denk dich größer. Wenn du irgendwo hingehst, dann ist um dich herum immer dieser weite Raum von Gottes Gegenwart. Egal, wo du hingehst. Und im Sumpf hat es sich vielleicht nicht so angefühlt, aber sie war auch dort. Manchmal fühlt es sich überhaupt nicht so an, aber denk, wenn du dich selber siehst, sieh nicht nur dich. Du hast diesen weiten Raum um dich. Und egal, wo du hingehst, der kommt mit dir. Um Elisa herum. Und das war Altes Testament, wo es nur Einzelne haben. Im Neuen Testament haben sie es alle, die an Jesus glauben. So, und dann kommt ein Satz, der ist ein bisschen verwirrend. Und sie kamen zu ihm herab. Ich habe zuerst gemeint, die Engel kamen zu Elia herab. Das war irgendwie komisch. Und da habe ich ein bisschen gelesen, weil ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und es macht mir jetzt total Sinn. Also der ihm ist der Elia. Und die sie ist das syrische Heer. Aber es wird etwas ausgelassen, sonst macht die Geschichte keinen Sinn. Es scheint so gewesen zu sein, nachdem sie diese Vision gesehen haben, was machen die zwei? Stadttore auf und gehen auf das syrische Heer zu. Anders ist es nicht zu erklären. Sie hatten einen Mutanfall. Also wenn es jetzt Hollywood verfilmt hätte, wäre das die Hauptszene gewesen. So dramatische Musik, kannst du dir vorstellen? Oder das Tor geht auf, oder? Und da kommen die zwei Männer, die bidi. Dramatische Musik, noch viel mehr, oder? Und da ist das dieses große Heer und die gehen da auf das zu und das. Genau. Und dann haben die Syrer das gesehen und gedacht, ja, jetzt haben wir den, der im Schlafzimmer gehört, dass der König sagt. Wenn wir uns größer denken, in dem Sinne nicht, ich bin der Coolste, sondern ich habe Gott mit mir in diesem weiten Raum um mich herum, dann werde ich immer öfter solche Mutanfälle kriegen. Das hat zu tun mit Identität und Autorität. Wissen, wer wir sind und was wir tragen. Öffnen uns die Augen, dass wir die Hoffnung kennen, die Kraft in uns wirkt. Dann kriegst du Mutanfälle. Dann plötzlich, ohne dass du dich überhaupt
das stoppen kannst. Fragst jemand, darf ich für dich beten? Das kann passieren. Ich weiß, das andere passiert mir auch immer wieder. Aber es gibt diese Momente, sie haben einen Mutanfall. Genau. Und dann, als sie auf ihn zukommen, heißt es, Elisa betete. Elisa betete zu dem Herrn. Diese Autorität, die wir haben, diese Weite um uns und dieses Gott ist mit uns, das aktivieren wir durch Gebet. Wenn wir beten, dann setzt sich Gott so richtig in Bewegung. Er will es nicht alleine tun, er will es mit uns tun, deswegen sollen wir beten. Es ist die Art und Weise, wie Gottes Kraft in dieser Welt freigesetzt wird. Und also wie soll ich es formulieren? Wir müssen wirklich ernst machen mit dieser Geschichte. Es ist wichtig, in diesem kulturellen Moment, Gott will es mit uns zusammentun. Es gibt seit Jahren eine 24/7 Gebetsbewegung, wo du merkst, der Boden ist ready jetzt, aber wir müssen beten. Weil da kommt Gottes Gegenwart in diese Welt. Und beten heißt nicht nur, dass ich Gott alle meine Anliegen gebe, sondern es heißt anbeten. Es heißt mal still sein vor Gott. Es kann auch mal heißen, einen Psalm zu lesen. Ich war in Marokko, da merkst du geistliche Atmosphäre, hey, Worship und Psalmen. Das macht und dann ist ganz eine andere Atmosphäre. Wie Elisa betete. Ich erzähle die Geschichte kurz zu Ende und dann überlegen wir, wie könnte ich das jetzt anwenden. Die Geschichte ist nämlich richtig schön, wie sie ausgeht. Wirklich richtig schön so. Also ich finde es wirklich schön. Und zwar, was alle wissen, oder? Also die meisten wissen, ist, Elisa betet und dann werden diese Leute mit Blindheit geschlagen. Und dann, technically speaking, also eigentlich lügt er sie dann an. Eigentlich. Weil eigentlich sagt ihnen, das ist der falsche Ort und den ihr sucht, ist nicht hier. Eigentlich Elisa. Aber gut, ich muss das nicht beurteilen, das Gotteskind, ich meine, es ist nicht mein Problem. Wenn du Leiter bist, das ist der Satz. Wenn du Probleme hast, ist es nicht meine Kinder, es ist nicht. Gut. Und dann sage ich führe euch zu ihm. Und die sind mit Blindheit geschlagen und so, ich meine, keine Ahnung, was die gedacht haben. Und dann führt er sie nach Samaria, das liegt eigentlich Nablus, also er führt sie mitten in diese Stadt hinein vor den König und seine Soldaten. Und dort macht es und ihre Augen gehen auf. Und der König von Samaria denkt, jetzt, das ist sehr gut, Elisa. Die sind alle einen Kopf zu lang, oder? Und das finde ich so schön. Was macht Elisa? Mach ihnen ein Essen. Es heißt zuerst nur Wasser und Brot. Aber nachher heißt es, sie haben ein Festessen für sie gemacht. Ein Festessen haben die verköstigt und gesagt, tschüss zusammen, Brudis, jetzt können wir gehen. Das heißt, Feindesliebe im Alten Testament kommt vor. Oder es ist nicht, sie haben dieses Heer nicht umgebracht, sondern sie haben sie verköstigt und nach Hause geschickt. Was für ein wunderschönes Bild von Feindesliebe im Alten Testament. Ist auch wichtig, wenn wir über das reden, über was ich heute rede. Wir kämpfen nie gegen Fleisch und Blut. Unsere Feinde sind nie Menschen. Menschen lieben wir immer. Egal wie viel sie uns Schweres tun, wie viel Stuss sie rauslassen. Ich lasse manchmal auch Stuss raus. Wir lieben Menschen immer. Wir kämpfen gegen das, was dahinter steht. Und auch hier, Elisa hat gewusst, das Problem ist eigentlich ein anderes. Hey, Jesus sagt im Neuen Testament, und das fasst ein bisschen zusammen, oder er sagt zu den Jüngern, ich habe gesehen, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Als sie rausgehen, die Kranken heilen, das Evangelium verkünden, wie kriegt das Reich der Finsternis einen richtig herben Schlag. Und sie, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, ein Bild für alles Böse in dieser Welt und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Das gilt, wenn du Jesus nachfolgst, dir. Immer wenn du denkst, dieser kulturelle Mensch, das ist der Wahnsinn, denk an das. Und ja, das kann Reaktionen auslösen. Wenn wir anfangen, mit dieser Vollmacht vorwärts zu gehen, wenn wir mutig sind, wenn wir Mutanfälle kriegen, kann es Reaktionen geben. Wir waren ja in eine längere Zeit jetzt in Marokko und haben wirklich gemerkt, die geistige Atmosphäre ist manchmal sehr schwierig. Und dann habe ich gesagt, ich laufe um die Stadtmauern von Marrakesch betend. Ich habe das schon zum 2. Mal gemacht. Ja, aber der Joshua oder so. Umlaufe, ich denke dann beim 7. Mal bin ich dann gespannt, was passiert. Aber ich bin jetzt beim 2. Mal. Und es war schon sehr interessant. Es hat ja niemand gewusst, was ich dort tue. Aber ich wurde wirklich von Hunden attackiert. Hunde haben mich sowieso nicht gerne, weiß schon. Und junge Menschen haben etwas nach mir geworfen.
dann kam einer zum Tor raus, vorbei, da habe ich richtig so angeschaut und sind von fahr ab da. Und ich kann mir das schon alles einbilden, aber ich glaube, und dann habe ich den Weg verloren, war komplett verwirrt und entmutigt. Wie kannst du im Stadtmauer mal auf den Weg verlieren? Also es kann schon Reaktionen geben. Das ist normal. Oft, wenn Gott so wirkt, ich meine Apostelgeschichte 19, Paulus kommt nach Ephesus und sogar seine Schweißtücher heilen Leute. Aber dann geht's ab. Dann gibt's richtig einen Ausbruch von Bösem und Feindschaft und wirklich Übel. Das kann geschehen, muss ich keine Angst haben. Ich habe mal erlebt, dass wir für jemanden gebetet haben und mitten im Gebet, es war alles ganz friedlich, schreit sie mich an, du lügst! Wow! Wenn das geschieht, keine Angst. Wir konnten für sie beten, dieser Dämon ist gegangen, alles wurde ganz friedlich. Es kann sein, dass die Reaktion kommt, aber wir haben Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. So. Und das Wichtige an diesem Text, oder der Punkt ist, Elisa betete zum Herrn. Jetzt muss ich mir ganz gut zuhören. Also natürlich immer, aber jetzt ganz besonders. Dieser Satz stimmt. Ich bin heute überzeugt. Ich muss lange überlegen, aber es stimmt. Wenn du im Namen Jesu betest, geschieht immer etwas. Du löst immer etwas aus. Und ich weiß, du kennst ganz viele Geschichten. Ja, aber Gott hat das gebetet. Ich muss euch ein Geheimnis erzählen. Und ich habe das mal entdeckt und das finde ich so cool. Und wenn ihr euch das merken könnt, dann seid ihr mutig, weiter zu beten, bis eben etwas geschieht. Und zwar kennen viele von uns die Geschichte von diesem, wie die Israeliten den Jordan überquert haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich hoffe nicht, nicht spoilere. Oder? Also, wir stellen uns das vor, die sind da und dann setzen die Priester den Fuß in den Fluss und Fluss stoppt und sie gehen über. Das war nicht so gewesen. Wenn der Text genau liest, war es so. Also all dieses Tatitata und die Priester stehen in den Fluss, oder? Und was geschieht? Nichts. Es ist nichts passiert. Du glaubst mir nicht? Ich zeige es dir. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, das ist recht krass gewesen, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm. Und wo war das? Sehr fern. Bei der Stadt Adam, die bei Zaretam liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe den Salz hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Die sind reingestanden und 20 Kilometer oben dran ist das Wasser stehen geblieben. 4-5 Stunden ist nichts passiert. Ich meine, ich müsste schon lange aufs WC, so lange im kalten Wasser stehen, aber nichts passiert. Und erst nach 4-5 Stunden kam dort, wo das war das Wasser dann auch vorbei. Ich finde das so cool. Und genauso funktioniert Gebet. Wenn du betest, du löst immer etwas aus. Ich bin mit jemandem unterwegs in einem Handel, die Person hat gesagt, hey, in Olten geschieht so viel, die Atmosphäre ist wie frei und bei uns geschieht gar nichts. Dann habe ich mich zurückerinnert, als wir vor 30 Jahren irgendwo diese Gebetszeiten gehabt haben, wo wir Gott in den Ohren lang, Gott, mach etwas, reiß den Himmel auf über diese Stadt und heute spüren das Menschen. Aber damals war das schwitzt ja halt fürs Nächste. Lass dich nicht beirren, wenn du betest, geschieht immer etwas. Darum ist es Zeit, wirklich ernst zu machen mit dem, dass wir glauben, wenn wir beten, wird Gott krass kommen. Genau. Vielleicht noch, dass nicht immer das geschieht, das muss ich noch erzählen, da gehen wir ganz konkret in den Schluss und sind schon bald fertig. Das muss ich euch noch erzählen. Manchmal betest du und es geschieht irgendwie nicht das, was du vor dir vorgestellt hast. Es gibt einen Menschen des Friedens, für den bete ich, weil er das braucht, dass ihm Jesus wirklich im Traum oder in einer Vision begegnet. Weil ich denke, anders geht das irgendwie nicht. Und dann bekommen wir kürzlich eine Message, wo der sagt, mir ist der René im Traum begegnet. Danke, Jesus. Und das Schöne war, er gesagt, aber mit diesem Traum hast du mich gerettet. Und alles war ganz ruhig nachher. Das ist ja nicht so hilfreich. Aber ich habe gebetet und es ist mir jetzt noch nicht erschienen, aber es hat das ausgelöst. Irgendwo ist das Wasser schon stehen geblieben. Und wir bleiben dran. Ist das nicht ermutigend? Hey, ich habe 3 ganz kleine, große Challenges. Kannst alle 3 umsetzen, mindestens einen, wo ich glaube, dass wir an einem Ort sind, wo es wichtig ist, dass wir das anfangen zu tun. Das Erste, lass dich nicht einschüchtern von unserem kulturellen Moment. Das Bild ist dann nicht KI. Das habe ich schon 10 Jahre auf meinem Computer. Einfach, das ist nicht KI, okay?
Ja, weil es ja gewisse Freunde von KI gibt hier bei uns. Lass dich nicht einschüchtern von unserem, also auch zu Recht. Lass dich nicht einschüchtern von, das ist über KI. Also, lass dich nicht einschüchtern von unserem kulturellen Moment. Ich bitte dich von ganzem Herzen aufzuhören, deinen Blick zu fixieren auf das, was in unserer Gesellschaft schief läuft, das in alle Welt zu posten oder Angst haben vor dem, was geschieht. Brauchst du nicht, fürchte dich nicht. Wir sind mit Gott immer in der Mehrheit. Das heißt nicht, dass wir triumphalistisch durch die Zeit fliegen werden. Jesus ist auch am Kreuz gestorben, das meine ich nicht. Aber wenn wir uns einschüchtern lassen, dann hat der Teufel uns genau dort, wo er uns will. Er hat nämlich Angst vor uns. Er hat Angst vor dir, was geschehen könnte, wenn wir Wutanfälle kriegen. Also, wenn du merkst, der kulturelle Mensch stresst dich, dann denk an dieses, ich gebe aus dem Tal Achor, mache ich ein Tor der Hoffnung. Oder denk an Elisa, der gesagt hat, die mit uns sind viel mehr, als die mit ihnen sind. Das ist das Erste. Das Zweite, ich möchte dich wirklich einladen, für 3 Personen zu beten, dass sie Jesus sehen, dass Jesus ihnen begegnet, bis es geschehen ist. Jeden Tag. Jeden Tag. Am Sonntag darfst du Sabbat machen. Hey, ist mir wirklich wichtig. Fürbitte ist für mich arbeiten mit Gott zusammen und so. Ich bete am Sonntag auch, aber am Sonntag mache ich keine Fürbitte. Also 6 Tage. Jeden Tag für diese Leute beten. Ich meine es so ernst. Wenn du das tust, ich garantiere dir, du wirst ja das alles. Ich weiß nicht, wie weit oben der stehen bleibt, der Fluss. Du wirst das alles. Ich erzähle euch eine Geschichte noch dazu, die mir in den Sinn gekommen ist, die ich als junger Mensch erlebt habe. Ich hatte eine Schulkollegin, die war auch gläubig und die hat einen Bruder gehabt und irgendwann hat die gesagt, ich werde süßes Fasten, bis mein Bruder zum Glauben kommt. Das war wirklich radikal. Ich werde süßes, bis mein Bruder... Und ich war mit ihr in einem Camp, irgendwann ich glaube Jahre später, in einem Camp und habe mit jemandem telefoniert, der mit ihrem Bruder in einem Camp war. Und mir gesagt hat, ihr Bruder ist zum Glauben gekommen. Hey, ich sag euch, das war einmal die Dessert gekommen vom Buffet. Und hat ihr hergestellt und gesagt, es ist Zeit fürs Dessert essen. Die Brötchen ist zum Glauben. Ja? Und sie hat so radikal gesagt, ich esse nichts mehr Süßes, bis er zum Glauben kommt. Dieses Commitment wird Gott immer in irgendeiner Form ehren. Du löst immer das aus und du betest. Wir machen vielleicht, die vorkommen, das ganz vergessen. Wir machen eine kurze Zeit nachher, einfach wo wir stehen sind. Wenn du noch nicht weißt, welche dieser 3 sind, ich weiß, viele von uns beten auch für mehr und fangen nicht an für weniger beten. Aber wenn du das noch nicht machst, 3 Leute, die dir von Gott zeigen lässt und merkst, ich höre nicht auf, bis sie an unseren Tisch kommen. Der Vater wartet in diesem kulturellen Moment auf all seine verlorenen Söhne und Töchter, dass sie an den Tisch kommen. Und es ist ready, es ist angerichtet, die Temperatur ist hoch. Die Wand zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt ist so dünn im Moment. Lasst uns beten, lasst uns aufhören, ein bisschen weniger Netflix, bitte weniger Bildschirm, einfach Gott macht was. Lasst uns das ernst nehmen, lasst uns mit ihm zusammen, er möchte dich und mich Dinge erleben lassen, von denen träumst du gar noch nicht. Wer hätte vor schon nur 3 Jahren gedacht, dass in England junge Männer die Kirchen stören? Niemand. Niemand. Aber Gott tut's. Und das Letzte, denk dich größer, üb das ein mit Gebetsspaziergängen in der Nachbarschaft. Denk, so wie du denkst, okay, ich gehe durch mein Quartier, ich bete, ich sehe die Menschen und mit mir kommen. Jetzt kannst du wählen, Himmel, Wolke, Kriegswagen, was immer du brauchst. Die Engel Gottes kommen mit dir, wo du hingehst. Und dann können lustige Dinge passieren, diese Geschichte endlich. Wenn du das machst, können lustige Dinge passieren. Ein Freund von mir in Thun macht das regelmäßig, der Hanno. Der geht regelmäßig spazieren in seinem Quartier und macht das schon seit vielen Jahren. Und dann einmal so, ich weiß nicht genau, vielleicht 9:30 am Abend, klopft es an seine Tür. Und vor der Tür steht jemand aus dem Quartier, ein Muslim. Und er hat gesagt, du, ich habe gesehen, du gehst immer im Quartier spazieren. Darf ich mitkommen? Und dann hat er gesagt, ja, du kannst schon mitkommen. Aber ich bitte. Ja, ich bin einfach da. Und Hanno, das war schon ein bisschen komisch und blöd irgendwie, aber ich habe dann Gebetsspaziergang gemacht und der war einfach dabei. Und der Hanno hat laut gebetet und so. Und das haben sie dann länger gemacht, hat eine Beziehung gegeben, viele Dinge sind passiert. Dieser Mann ist bis heute noch nicht Christ geworden. Weißt du, was hat er gemacht? Ein Arbeitskollege kam dann mal zu diesem Muslim und hat ihm gesagt, er glaube an gar nichts. Und dann hat der Muslim gesagt, das kannst du nicht machen. Du bist in der Schweiz, du bist Christ.
Lies doch wenigstens Bibel. Hat er zu ihm gesagt. Uns hat den anderen so beschäftigt, dass der Muslim ihm sagt, er soll Bibel lesen. Ich dachte, irgendwie, was läuft? Das ist kein Scherz, ihr könnt ihn nur fragen. Dieser Mann hat angefangen, die Bibel zu lesen, ist zum Glauben gekommen, mit seiner Familie. Der Muslim ist immer noch nicht Christ, aber hat jemand zum Glauben geführt. So läuft das. Ich verspreche dir nicht, dass aber dir auch so passiert, nur es können lustige Dinge geschehen. Ich weiß nicht, habe jetzt nicht nachgedacht. Ich denke, er ist noch nicht zum Glauben gekommen. Vor ein paar Monaten war es auf jeden Fall noch nicht. Anyway. Warum nicht Weihnachtszeit oder die schönen Lichter im Quartier? Ich will schauen und gleichzeitig so mit diesem Bewusstsein, hey, dieser ganze Raum ist um mich herum. Ich dein Quartier einfach segnen. Und ich verspreche dir, irgendetwas wirst du auslösen. Lass uns aufstehen. Ich weiß nicht, was dich angesprochen hat in der Predigt, aber ich glaube, es hat was ausgelöst. Ich habe sie nur im Gesicht drin gesehen. Das ist nicht immer so, aber heute war das so. Vielleicht ist es einfach gut, dir jetzt Zeit zu geben, mit Jesus zu reden, über das, was dich beschäftigt. Und ihn auch zu fragen, welche sind diese 3 Leute, wenn du es nicht schon weißt. Nimm dir Zeit. Und Vater, im Namen von Jesus breche ich diese Einschüchterung, die viele Christen ergriffen hat, angesichts dessen, was in der Welt manchmal geschieht. Ich breche das im Namen Jesu. Das hat einfach jetzt keinen Raum mehr hier in diesem Raum und bei uns. Und ich spreche Glauben und Hoffnung und offene Augen aus über jede Person in diesem Raum. Dass wir sehen können, wirklich diese feurigen Wagen um uns herum, diese Präsenz Gottes, die mit uns kommt, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Ich setze das frei im Namen Jesu. Glauben, Hoffnung, offene Augen. Zu wissen, es ist die Zeit, wo Gott etwas Neues tut, ein Tor der Hoffnung aufgeht. Und wir laden dich einfach ein, dass du kommst, Vater, mit deinem Geist uns füllst. Dein Feuer uns neu erfüllt, dass wir immer öfter solche Mutanfälle haben, dass wir wirklich mit dir zusammen, Jesus, gute Nachricht sein dürfen, dass wir beitragen können, dass diese verlorenen Söhne und Töchter zu uns an den Tisch kommen, dass wir Menschen lieben, als wären sie unsere Familie, bis sie unsere Familie sind, dass wir unsere Häuser öffnen, unsere Herzen, unsere Mahlzeiten, dass wir Raum schaffen einfach für das, was du tust. Ich bitte um offene Augen auch für die Menschen um uns herum, dass du uns zeigst, wo jemand einen Besuch, ein Telefonat, ein gutes Wort braucht. Dass wir Raum einnehmen können, dass wir uns zeigen. Nicht als die großen Heroes, sondern als gebrochene Menschen, die aber dich tragen, die mit dir unterwegs sind. Ich spreche wirklich Freiheit aus über uns. Ich glaube, es ist was uns hindert. Ich spreche Freiheit aus im Namen Jesu. Wir brechen all diese Jochs, wie auch immer, die da liegen und Angst auslösen und ich kann das nicht und ich bin klein. Denk dich größer. Jesus ist mit dir. Du siehst diesen Widerstand, diesen kulturellen Moment. Der Teufel sieht Jesus, der hinter dir steht und fürchtet sich. Mit ihm bist du immer in der Mehrzahl. Lass uns doch das Lied noch singen. Wir singen das Lied Immanuel. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Ich finde, es passt gut. Lass uns das singen, diesem Wissen, dass Gott, egal wo wir hinkommen, diesen Raum uns eröffnet, den wir überall hin mitbringen.